So, sehr schön. Noch einmal, Frauenschein Sonntag. Wow, das ist ein feiner Sonntag. Ich freue mich, so viel Jahre zu sein, so viel auch nie gesagt sind hier. Fällt Ihnen tüßig, fällt Ihnen maglich hier in dieser Familie. Wie leben viele Menschen, wie leben nie Menschen, wenn die hier ankommen. Und besonders als von der und Fass, wenn einer steht, wo wir hier all sehr viel gebeten haben, das Wald haben. Ich glaube, uns alle lichtet auf uns Hort. Und von der habe ich hier so viel Wald haben, ich kann einfach bloß Gott ihr geben und Dankeschön sagen, was ihr getan habt. Das haben nicht wir getan, das ist nicht die Frucht, bloß wenn wir was getan haben, sondern wenn der Herr Jesus das getan hat. So, für die wir hier die letzte paar sind, die auch hier sind, die weiter ich habe nicht bloß von dem Buch, aber ich habe viel von dem Thema geredet, was ich hier in dem Buch gelesen habe. Lang nicht alles. Das kann ich nicht in 3 Sendungen ankriegen. Ich glaube, für nun sperrt sich mich so weit einmal ab hier, aber von der war ich da von der letzten Part reden von dem Buch. Das Buch, wie irgendwann in meine Office näher kommen, weil ich nicht kriege wo. Und ich nahm mir dort für ein paar Wochen raus und fangte an zu lesen. Und ich war sehr bewegt von dem Thema, nicht bloß von der Buch. Ich kijk auch andere Predigten. Das Thema ist, die Furcht vor dem Herrn. Und dann denke ich so, für die, wer das weiß und wer hier tüß ist im Haus, der weiß, dass das Jahr 2024 ist das Jahr, wo wir uns sagen haben, fürcht die nicht. So, wo würden wir am Anfang, im Februar von 2024, wo das Thema fürcht die nicht, das Thema ist, über das Jahr, wo würden wir in so einem Jahr sagen, hab Furcht vor dem Herrn. Das ist interessant, nicht so? Aber wie, ich glaube, wir wie alle Ferien sind, nach einem Sinn, nach hier haben, wie weiter, wenn wir Furcht für den Herrn haben. Furcht für den Herrn haben, das bedeutet nicht, dass ich nicht grühl für ihn oder Angst habe für ihn, dass er ein schlechter Gott ist oder dass er mich bei sich andauern will oder dass ich von ihm auskleven muss. Das Gegenteil habe ich uns jedes Mal gesagt, Furcht für den Herrn haben, ist nur seine Jen wird erahnen und Angst dafür haben, dass ich nicht tue, was er Verstehe ich den Unterschied? Ich frage mich nicht, dass ich da wo sein oder dass er dicht bei mir was sein, sondern ich frage mich, wann er wieder auf ist von mir. Und von dem, weil ich über einen Aufschnitt rede von das ganze Thema, und dort ist Freund von Gott. Hast du, und man gehört nicht so, dass wir können ein Freund von Gott sein. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr Sklave von Gott, sondern wir können Freund sein von Gott. So, das Jeff ein Leid, wie will das mal eben sagen, aber dann, wir sagen sich so schwer, dann irgendwann weiß nicht, wenn wir das niemals gesungen haben, aber das Jeff ein Leid, das sagt, I am a friend of God, I am a friend of God. Das ist ein sehr altes Lied. Ich sehe einen Freund von Gott, ich sehe einen Freund von Gott. Und so, wenn ich nicht das Lied gesungen habe, merkt mich dort ein Freund von Gott, wenn ich singe, ich sehe einen Freund Gottes? Nicht unbedingt, nicht so? Ich war ein bisschen mehr detailliert. Bloß ein Lied singen, merkt mich nicht ein Freund. Aber ich kann ein Freund werden. Und was hat das mit der Furcht Gottes zu tun? Und ich glaube, das kriegt du, wo wir anfangen wollen. Und dann wird es in der Themen angehen. Psalm 25, Vers 2. Psalm 25, Vers 2 sagt es das. Der Herr hat ein Vertrauen auf die, der am fürchten. Oh, das weiche Flau. Hi. No, das ist nicht der erreichte. 14, sorry. Ich sei feier, ich meine aber 14. Der Herr hat ein Vertrauen auf die, der am fürchten. Der wird er sein Bund wiesen. So, der Herr hat ein Vertrauen auf die am fürchten. Mit diesem Satz, weil ich diese Predigt von dir anfange. Der Herr hat ein Vertrauen, das hat ein Vertrauen. In andere Übersetzungen, du redest von der Herr als Freund mit die, die am fürchten. Der Herr hat ein Freundschaft mit die, die am fürchten. Wenn wir zum Beispiel in Englisch la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, zum Beispiel. So, vielmal bei der Übersetzung, dort ist nicht gesagt, dass das eine Übersetzung ist. Bei einer Übersetzung, du sagst einmal, kann man verschiedene Meinungen, du hängen dort Wort in Griechisch oder Hebräisch sein.
En dan is niet jeder spreekt even rein. Aber da, wenn es so gut dat wie mes alle kennen, ein bisschen Spanisch oder ein Hochdeutsch oder was anderes, dann können wir uns mal verschiedene Übersetzungen oder verschiedene Sprachen checken, um das zu entdecken. Andere Bibel sagen, der Herr hat Geheimnisse mit denen, die am fürchten. So, ich habe eine Frage nu an die. Sei ganz ehrlich mit mir. Hast du ein Geheimnis? Jungs, hier liegt ungefähr 95% in dieser Versammlung. Ich will noch einmal fragen, hat hier irgendwer ein Geheimnis? Nu liegt ungefähr 50%. Ich will noch einmal fragen, hat hier irgendwer ein Geheimnis? Nu liegt immer weniger. Ich weiß nicht, wie lange ich mal fragen. Ein Geheimnis haben ist nicht arg. Ich meine, ja, du hast das vielleicht mit deinen früh verteilt. Ich weiß, du, wenn es sagt, wo hebe die Hand rauf und sagt, wenn ich hier sei, ich habe ein Geheimnis, dann komme ich nach Hause und meine früh frage, was ist das? Was ist dein Geheimnis? Na, dann verteilt er das, wenn du so nicht Geheimnisse für deine früh haben. Aber, wie alle haben Geheimnisse, das ist nicht arg. Ich brauche nicht rein alles vertellen, was hier durch das Kopf durchgeht. Viel mehr als das. Wenn je alles würde weiter, was hier durchgeht, je wollen nicht mit mir taub sein. Linda sagt, no, das will ich nicht weiter. Wir brauchen nicht alles weiter, was hier durchgeht. Aber du bist eine Person, die weiß sehr viel Sachen über mich, was die alle nicht weiter. Wenn ich habe sehr viele Geheimnisse mit meiner Frau. Geht befriedet Lied auch so? Je vertalen nach Molot zu Obers, wenn je im Bad sind, dann vertal je ein Gefühl, was je über Tag gehört habt, was je über nicht den anderen würde vertalen. Aber sie echt der einzige Eier, was sie schafft. Wir haben viele Geheimnisse. Wir vertalen nicht alles allem. In Krieg so sagt Gott, es ist mit dir, was Furcht für den Herrn hat. Er sagt, wenn du Furcht für den Herrn hast, dann will ich ein Vertrauen mit dir haben. Ich will ein Freundschaft mit dir haben. Aber ein anderer wird, ich will Geheimnisse mit dir mitteilen. Die Bibel sagt, dass Moses, wie Sohn, Moses, der kennt Gott und dort sagt, dass wir so als ein Freund reden mit Gott. Ohne sich zu ohne sich. Und Moses wusste sehr viel mal Sachen, was der andere nicht wusste von Gott. Er ging und verteilte mit Gott. Wenn er so dicht bei Gott, dass er wusste Sachen. Die Bibel sagt in den Psalmen, ich werde den Vers nicht abschließen, die sagt in den Psalmen, dass Moses kennt den Weg Gottes. Was will das sein? Das Volk kann bloß, was er tut. Das Volk, das wird bloß ernst, was Gott alles tut, wenn das ihr passiert wie. Aber Moses weiß all den Weg, ja, das passiert wie. Wenn was? Wenn er hat Furcht für den Herrn, und er wird dich bei Gott. Er wird ein von den engen Menschen mit Gott. Gleich die gute Freunde haben, enge Freunde haben, geht schon nicht so, einen engen Freunde haben. Ich habe mehrere Freunde, das sind enge Freunde. Mit denen kann ich nochmal anrufen und vertellen Sachen, die ich nicht mit allem vertellen. Das geht schön. Du Sachen mitteilen, zu weiter, die wollen beten für die Sachen, die wollen nicht begossen haben. Abraham, er wird ein Freund von Gott. Er wird dich bei von Gott. Im Alten Testament, du hast nicht sehr viel, du hast viele Menschen, die in Gottes Weg leben. Aber du hast nicht viele Menschen, die gesagt wurden, er wird ein Freund von Gott. Aber Abraham und Moses wären zwei von denen, die das genannt werden. David wird auch genannt worden, er wird ein Mann Hort Gottes und so weiter, du wirst auch andere. Aber zwei, die du rüttegnen tun und was wir all von Eier in dieser Woche auch ein bisschen von geredet haben, sind Abraham und Moses. Und ich will das noch einmal, ich glaube, ich habe das all einmal gesagt, ich will das noch einmal sagen, was Abraham, wo er ein Freund Gottes kann sein, wo er kann dich bei Gott sein. Abraham hat gebeten und gekämpft dafür, dass er ein Kind wird kriegen. Und als Gott ist das Wunder hat, und als er diesen Jungen ist abgetragen hat, und das ein schmacker 14, 15 Jahre Jung ist, ein schmacker Jung mit viel Kraft, viel Energie, viel Leben zu beginnen, dann sagt Gott, go und opfer den Jungen. Go nach Janburg und opfer den Jungen.
Und wie seine Träume, wo Abraham die ganze Nacht sagt, nee Gott, ich will das nicht tun, ich will das nicht tun. Und wo er spendiert hat, was sagt die Bibel in 1. Mose 22, Vers 3? 1. Mose 22, Vers 3 sagt er, zieh dich nächsten Morgen, dann geht er los. So, wenn Gott die wird sagt, und du wirst einer sein, der ganz enge Gemeinschaft, ganz dicht bei mit Gott bist. Du wirst ein von der Welt, von der Unterwelt sein. Wenn Gott sagt, dann, was passiert dann? Wo ich dann mal 3 Wege darüber streite mit Gott, oder wo ich für den nächsten Tag tätig morgens und fange zu gehorchen. Hast du einmal so ein Zeugnis gehört, in Exalta, hier in Person verteilt? So, hast du einmal so ein gehört, wenn du hier was bist? Dass Gott die wird sagen, und du fängst an zu streiten in deinen Gedanken mit, was Gott dir sagt, was du tun sollst. Gott sagt dir das, und du fängst an, kriegst das Gegenteil zu tun. Weißt du, was interessant ist? Wir streiten dann mit Gott und prolen uns noch für die anderen Menschen, wo wir uns mit Gott gestritten haben. Und glauben noch, wo wunderbar wir sind, dass wir jeden Gott sehen, was gegangen sind. Hallo? Ich komme noch grauten mit, dass ich jeden Gott sehen, was gegangen sind? Nee. Wenn ich denke, was Gott alles für mich getan hat, und wenn ich denke, was Jesus für mich gegeben hat, und ich am fürchte da, wenn er sagt, dann bedeutet Fuß gehen, tätig nächsten Tag, gehorchen, nur fallen, was er sagt. Dann weiß ich, kann ich so eine Worte aus Abraham oder so eine sein. Und weißt du, was das Interessante ist? Wenn wir die Geschichte ganz lesen, einmal in uns gehabt, dann erst plötzlich du noch ein Bauch gegangen, und dann hast du Steine abgefliegt, und dann hast erst einmal du was. Wenn dort die Geschichte erst du ein paar Vers geschrieben, vielleicht 3, 4 Vers, das Port. Weißt du, wie lange die gehen muss, bis im Bauch wir? Weiß irgendwer das? 3 Tage. Stell dir vor, du bist 3 Tage in Gehorsam hängen weißt, ohne dass Gott dir das Nächste sagt. Und du weißt alles, was du weißt, dass die Jungen dort merken. 3 Tage hängen weißt, das soll sie. Ich muss Isaac dort merken, ich muss Isaac dort merken, ich muss Isaac dort merken. Und der Abraham geht noch einmal, ohne jeden Ohn zu sein. Aber, paar Vers Lothar, im 12. Vers, das ist nicht mal weit Lothar, im 12. Vers sagt, das ist das. Und der Engel sagt, hier ab, da den Jungen nicht an. Das ist wie hier ist, all wurde nicht soll den Jungen dort merken. Da den Jungen nicht. Nie weiter, dort die Furcht hast für Gott. Nie weiter. Kannst du das Wort mit mir taub lesen? Nie weiter, dort die Furcht hast für Gott und am Gehorchen des. Du hältst nicht einmal den einzigen Sehen von ihm. Amen. Abraham war ein Jung, ein Mann, was Gott gehorcht hat und was am fürchtet hat. Wenn Gott sieht, dann wir dort nicht bloß still bleiben, nicht bloß streiten im Kopf mit Gott, sondern dass wir gehen und dort tun. Wir lesen Stolze Lothar, wir lesen diese Geschichte von Lot. Ich wollte von dir auch nicht lesen, weil dort nicht weit gehen. Aber je weiter dort Lot, wir wohnen im Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra ist eine Geschichte, wo man die politischen Menschen sehr bekannt ist. Ich will nicht weit in die Geschichte gehen. Sodom und Gomorra, wie eine Stadt voll Sinn, voll Beisit, alles, was nicht passieren soll, passiert da. Und Lot wohnt da. Und weißt du, was das Neue Testament sagt, über Lot, was für ein Mann wir haben? Weiß irgendwer das? Ein gerechter Mann Gottes. Laut der Bibel, das Neue Testament sagt, er wie ein gerechter Mann Gottes. Aber die Bibel sagt nicht, dass Lot ein Freund von Gott wird. Was er über Abraham sagt. So wer kriegt die Neuigkeiten, dass Sodom und Gomorra wird versteht worden? Kriegt Lot die oder kriegt Abraham die? Abraham kriegt die, wenn es ist durch Bibel Gott. Lot wie ein gerechter Mann. Aber Abraham kriegt die dort Obdache, was wird passieren in Sodom und Gomorra. Dort wird 24 Stunden für eine ganze Stadt wird mit 4 angebracht worden. Ein Neu, wo die ganze Stadt weich sein. Ein gerechter Mann Gottes geht in der Stadt am Dol und weiß nicht ein Tücketje davon, was morgen passieren soll. So, was will ich dir von dir sagen? Du kannst vielleicht hier sitzen
En God kan die zijne als een gerechte man. God kan die zijne als een gerechte vrouw. God kan die zeggen, du bist gerecht, du bist vrijgesproken. Alle Tjeden, wat over die gevlucht zijn worden, die zijn alle weg. Du bist een gerechte man Gottes. Du bist vrij. Dat betekent aber nicht, dat du een vriend van God bist. Kannst du den Unterschied verstehen? Du kannst een gerechte, een oprechte, een fijne Christ zijn. Een vrijgesproken man. Aber früh, aber das bedeutet nicht, dass du ein Abraham bist, dass du ein Freund bist. Und der Schlüssel dafür ist die Furcht Gottes, was wir ein paar Stunden über geredet haben. Furcht dem Herrn, ihr ein Schatz am über alles, haben nichts hecheret aus ihm. Dann wirst du Schlüssels entdecken, wo er mit dir redet. So ist Gott mit Moses redet auch. Als ein guter Freund, sagt 2. Mose 33, Vers 11. Redt Gott met hem. Kom je met waar ik nu zie. En wanneer komt wat je zijn. Een Lot zien, Abraham zien. En wat we zeggen, alle wat Abraham zien, nou, we waren niet in de... Waren niet bij toegang, want we passen niet alle aan deze zien. Maar we hebben als krijgse zetten blijven, we zijn. Wo kan ik een vriend zijn? Im Nieuwen Testament sagt Jesus zu seinen Jüngern, die sind meine Freunde, die sind nicht mehr meine Sklaven. Er sagt das mit diesem Wort, die sind nicht mehr meine Sklaven. Stellt ihn vor, wir sind nu 3 Jahre mit Jesus gegangen und sagt, die sind nicht mehr meine Sklaven. Die Jünger wussten vielleicht nicht mal betan, dass sie seine Sklaven wären. Die waren gecheckt an, was, wir wie Sklaven sind nu? Er sagt immer, die sind nicht mehr meine Diener, die sind nicht mehr die, die meine Sklaven sind. Die sind meine Freunde von nu an. Aber wo kommt das bei hier? Wenn wir kijken im Johannesbuch. Johannes, ich glaube, Johannes ist ein sehr schönes Buch, wenn du ein junger Christ bist. Ein schönes Buch zum Lesen, Johannes. Ich meine, Matthäus, Markus und Lukas auch. Aber Johannes, ich glaube, das Buch sehr. Was sagt Johannes 1, Vers 43? Den nächsten Tag will Jesus nach Galiläa gehen und er fängt Philippus und sagt ihm, komm mit mir mit. Aber ein anderer Wort würde wie sagen, komm, folg mir nach. So, Leandro, komm, folg mir nach. Elena auch. Linda nicht. So. Linda, du kannst auch. Nelly auch. Komm, folg mir nach. So. Nu je hebt dieses familiefast. Ja, so, je kan hem in waar doel zaten. Dankzij. Een applaus voor deze. Weil ich weiß, wo ein Weg het hoort, diese dieses horen, da wenn sie direkt voets diese hier. Wenn ich bloß sage, fall mir noch. Die Frau nicht, wenn was, soll ich die noch fallen? Wohin wirst du gehen? Wie lange war ich die mit hier angehen? Die Frau nicht. Als ich sehe, Leandro, fall mir noch, die stimmt einen Moment ab und die fall mir noch. Und dort ist, was die Jünger deren, als Jesus sagt, komm, fall mir noch. Stell dir vor, Petrus wir beim Fischen. Und der wird beim Fischen, schaff nicht. Fischer die sieht schmeckte, ich will mit Jesus hängen rangehen, mal sehen, was das hier jaff. Stell dir vor, was Petrus und all die 12 Jünger abgeben deren, um Jesus nur zu folgen. Und das ist wie, wenn wir lesen in die Geschichte, wie weit ihr nicht kriegt, wo das erst, die Geschichte ist nicht ganz ausgeschrieben, aber das ging ziemlich bosig von Jesus sagen, folg mir nur und bloß einfach gehorchen. Du wie ein Gehorsam, du wie ein Daunen, was Jesus sagt. Und dann gehen sie 3 Jahre mit Jesus taub. Sie gehen in seine, wo 5000 Menschen zu eten kriegen, oder Manna, und früh ist der Tau noch, wer weiß, wie viel dort alle taub wären. Sie sind, wo ein Mann durch den Tag kommt, dort kann ich mir am meisten nicht vorstellen, wenn ich würde predigen, hier auf einmal an den Tag gesagt wird. Ich weiß nicht, wo ich würde konzentrieren kann, aber du in der Bibel schaust, dass irgendwo auf einmal kommt ein Kranker durch den Tag, und dann wird er gesund, und was können die nicht alles durch? Und alles fängt an mit einem Kampf von mir. Ich will nicht die Menschen verschmerken. Gestern ist Heidi dort an sich Kinder. Ich will nicht diese Geschichte, sie wären Menschen fischen. Und die an sich Kinder checken bloß, was? Was, Mama? Wo soll wir die Angelhand schmieden? Wenn sie weiter ein bisschen von fischen, und wie versagt das erklären, nee, wir tun Menschen von Jesus, stellt ihn vor, diese Jünger, wie weit denn all wenn's der Bibel nicht so, aber diese Jünger, Jesus kam von mir nur, ich will die Menschen fischen merken.
Was nicht mehr Versprechen. Und die höre ich bloß einfach fort. Aber dann ist es interessant, als Jesus das gesagt hat, folge mir noch, und er gesagt hat, dass diese Männer sind am 3 Jahre hingegangen. Dann fängt er an, andere Sachen zu sagen. Wenn wir in Kapitel 14, 15 und 16 lesen, du hast 4-mal ein Versprechen. Ich weiß nicht, sind das einmal abgefallen, dass in 3 Kapitel hintereinander geschrieben. Ein, das soll sie versprechen. Weißt du, wann das ist? Weet je een van die? Er fällt je irgendwas ab. Was verspricht Jesus in den 14., 15. und 16. Kapitel? Das soll sie versprechen. Meist das soll sie. Immer war das soll sie. Fragt mich, was je wollen, und ich will ihnen geben. Der sagt das in verschiedenen Wegen, aber der sagt immer war das soll sie. 4-mal hintereinander. Johannes 15, Vers 7. Wenn je in mir bleiben und in meine Wert in jünt bleiben, dann fragt noch, was je wollen, und jünt Wort dort, je geeft worden. Johannes 16, Vers 24. Bet nu haben je ab nichts in meine Namen gefragt, was soll sie nu? Fragt, und je worden kriegen. Dort jünt dort an keine Friede fehlt. Was sagt er aber noch in diesen Kapitels? In diesen Kapitels, in das mittelste Kapitel von diesen 3 Kapitels, weil wir wollen nicht die 3 Kapitel studieren, ich will bloß nach diesen in einen anderen Vers lesen von hier. Aber wenn wir dort von dieser Sache bechecken, was sagt das mittelste Kapitel? Sagt es das? 15, Vers 15. Ich ja nicht mehr deiner, weil es ein deiner weiß nicht, was sein Haar det. Ich habe ihn Freund genannt, weil ich ihn alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wo fangen wir unsere Botschaft von dir an? Was sind du und ich, wenn wir Freunde von Gott sind? Wie weiter die Geheimnisse von Gott? Was weiß Abraham, was Lot nicht weiß, er weiß ein Geheimnis von Gott. Und was wollen du und ich tun? Wir wollen Gott seine Geheimnisse weiter. Ich sage nicht mehr deiner, ich habe gesagt nur meine Freunde. Wenn sie alles all weiter. Wenn was, würde Jesus das nicht am Anfang sagen. Stellt euch vor, in Johannes Kapitel 1 würde er all das gesagt haben. Ich will dir alles geben, was du weißt haben. Und es steht, komm und fall mir noch. Das fragt mich, was immer du weißt. Ich gebe dir das. Das ist in der letzten Weg von Jesus. Dann sagt er das. Nicht in den ersten Weg. So, als ich 3 Jahre mit Jesus tot Bildschuld vor ich hatte, dann in der letzten Weg sagt er, frag mich, was ich will, ich will Ihnen das geben. Wunder, wenn Wort sagt er dort in der letzten Weg und nicht in den ersten Weg. Sei auch so eine Menschen, dass die gleiche sei, das Resultat von irgendwas. Jünt geht dort sei darum, aus Gott, das wie aus Menschen sind sehr leicht, wenn ich gebet habe, dass das passieren soll, und dat niet krijg zo hoe je neef passiert is. Ik kijk plus nur wat dat resultaat is. Weet je wat ik meen? Wat de uitkomst is. Wat Jezus wil gaan met zijn jongeren, hij wil dan een weg wijzen. Hij wil zeggen, kom, volg me nou, zie me gehoorzaam. En wanneer du in deze weg bent, dan worden de eeuwige zaken passieren. Wenn hij wil niet gaan, dat du en ik, wie Kinder Gottes worden zijn, wat bloß een dag hebben kijken worden, wat God dat A en dat B en dat C doen, wat ik am zei, wat ik am ver zei. Hij wil gaan, dat du en ik met hem een weg gaan kunnen. En dat we niet brukten den dag hebben kijken, wat er passiert, sondern dat we den weg einfach genüiten kunnen. Ik weet als ganze Geschichte mit Flora wir, omdat je mij beter verstaan wat ik zei wel, als onze ganze Geschichte mit Flora wir, dan muss ich sehr abpassen, dass ich nicht bloß nur Flora kijken deed wat er passieren wird, sondern ich muss den Weg genüiten naar de gezondheid, wo Gott wird onze dag de gezond maken. Ik ga den Unterschied verstehen. Gott will mich leren naar een dieperen Glauben. Gott will mich leren, dat hij hingewees de Wunder wird doen. En dat is wat ons leven vielmaal is. We lezen al dat eeuwige niet. We willen bloß op eenmaal lezen, ik wil die alles geven, wat u mij nog vraagt is. En ja, dat is een verspreken. Maar eerst, ver ik naar dat verspreken kom,
dann will er mit mir Freund sein. Wenn sie will nicht bloß die Jünger, die du beim Fäschen antreffen und sagt, fall mir nur, das sagt er dort nicht. Er sagt dort dann, als ihr sagt, nu sei ihr nicht mehr deiner, nu sei ihr Freund geworden, dann sagt Gott zu ihr, freu mich an, was du weißt, ich will dir das geben. Ich habe den Unterschied begriffen. Die sind so still, ich weiß nicht, so zu hoch ist. Und dann sagt dort ein Vers, 15, Vers 14. Je sind meine Freunde, wann je donen. Vers 14. Je sind meine Freunde, wann je donen, was ich ihnen sage. Und in diesem Kontext von Gott seine Freunde sein, du, weil er alles tun, was wie an eine Frau. Kann ich alles verstehen? Kann ich alles begreifen, dass wenn ich bete, nicht rein alles kriege, so passiert? Nee. Habe ich alle Antworten auf meine und deine und unsere Frau? Nee. Und ich wollte nicht Maria haben und nicht Eva Maria. Solange wir nicht im Himmel sind, weiß ich nicht alles, wenn Wort nicht alles so ist. Ist es nun wahr in einer Rede, dass wir uns mal nicht schuldig weil, oh, ich sehe nicht den Freund Gott, oh, der Prediger, der redet. No. Das ist eine Einladung, dich dann zu Gott zu kommen. Und nicht ein Beschuldigen, ich kann noch nicht erleben mit Gott, wenn es das oder wenn es ja nicht. Diese Botschaften von Furcht für den Herrn haben. Es ist eine Botschaft, sind 3 Botschaften, die ein Magnet sein, wo du kannst sagen, ich will von der Gruppe sein, die Freund von Gott sind und die nicht bloß irgendeiner sind. Amen? Die Freund, die tun, was er sagt. Ein Freund tät, was er sagt. Ein Freund steht ab und folgt, was der andere sagt, ohne zu fragen, warum. Die Bibel sagt, meine Schöpfjes hören meine Stimme und die tun, was ich ihnen sage. Meine Schöpfjes hören meine Stimme und die tun, was ich sage. Ich weiß, und ich sehe so froh, und ich will dann als Beispiel brücken für die Jugend von Waldheim, wo sie all jahrelang mit Gott gelebt haben, wo sie Weg für Weg Bibelstunde gehört haben und dann befrieden werden von der Gruppe sich und tragen rein alle noch einen, den Saal in Hof, sperrt sich meist Krieg so, bitte, nicht alle, aber meist alle, tragen du nur Wiebe irgendwo, naja, wenn wir da checken, na, nicht ganz, aber meist alle tragen nur Wiebe. Und du bleibst immer noch ein kleines Grüppchen im Wald haben, aber die bleiben anhalten. Die beten und beten und beten und die lesen die Bibel und die bleiben an Jesus sein Weg. Und sie hören ab Gott seine Stimme. Und als wir auf dem Campamento waren, dann weiß ich, wo die Meere von der Jugend im Wald haben, wo sie brennen. Und wo dort Worte, wo wir dort Hofas hören auf dem Campamento, wo dort Riete, die sie dort nennen wollen. Aber von der ist es dann so weit gekommen. Und wir können hier taub ein Fass haben. Und sonst das kann bloß passieren, wenn du ein Freundschaft mit Gott abgebaut wird, wenn du irgendwas dich mit ihm abgebaut wird, wo wir horchen und dort tun. Ein Freundschaft, eine Amistad, das braucht Zeit. Dort darf nochmal so was vielleicht im Leben. Dort du wem antreffst, meine früher so was erlebt, meine frühere beste Amiga, die war hier ein paar Monate hier angekommen, uns besuchen. Wer einmal mit Heidi verteilt hat, der wird die irgendeine Geschichte von einer Tabea verteilt haben. Und wenn diese Freundschaft mal anfängt mit dieser Tabea, der kommt in ein Lot zu Overs, eine nachher, und der hat klar auf und fängt zu verteilen, bei Klock 5 oder irgendwas smart, hat er sie verteilt, bei Klock 5 hat er sie ein verteilt, und gehielt, und sich am Arm, und sie wieder kurz bei der beste Amigas. Von einer nach. Así de la nada. Aber dort spielt der Regel. Wo sind deine Freunde, die du hast? Hast du die bloß von einer nach und dann erst das Leben lang deine beste Amiga oder Amigo? Die meiste nicht. Die meiste Freundschaft, die muss abgebaut werden. Und ja, wir können anfangen mit Jesus zu leben. Aber nu bist du auf dem Weg mit Jesus. Nu kannst du den Freundschaft mit ihm und erholen. Und du kannst dort abbauen, indem du mit ihm redest, mit ihm verteilst und Zeit mit ihm verbringen. Jesus sagt nicht am Anfang, ich will dir alles geben, was du noch früher hast. Er sagt, dass das Platz. Wenn Jesus, der sagt, den Relationship, Jesus sagt, das Verhältnis, Jesus will mit seinen Jüngern verteilen. Er will haben, dass er in Weg wird mit ihnen gehen. Ich freue mich,
ik vraag die van jou, aan mij ons, wo bist du op dem Weg von Jesus? Wo ist dein Vriendschap mit ihm? Wo dichtbij bist du bei ihm? Hast du Jesus al in dein Hort? Hast du ein Verhältnis mit ihm? Lebst du mit ihm? Als hij bloß bist du in Lot, dat du sagst, jo, ich zie je raad. Ich zie je reich. Ich weet dat wanneer ik nu sterf, ich komme im Himmel in. Aber bist du jetzt bei mir? Bist du op die Staub von dir? Bist du von denen, die nicht geraten sind? Bist du op Lot zijn Staub, die nicht reich sind, die okay sind? Oder bist du in der Staub, wo Abraham wäre? Freund, dich bei mit Gott sein. Das Buch, das nennt sich, der Untertitel, der nennt sich Discover the Key to Intimately Knowing God. Fängt der Schlüssel am sehr intimamente, was sagt man da? Sehr persönlich, Dankeschön. Fängt den Schlüssel am sehr persönlich kennenzulernen. Und dort erst kriegt die Furcht für den Herrn. Durch die Furcht für den Herrn ist der Schlüssel am dich bei kennenzulernen. Abraham furcht Gott. Wenn Gott sieht, dann tut er. Der Jünger, der fürchtet Jesus. Als Jesus sieht, fall mir noch, irgendwas ist in der Hort passiert, was wichtig genug wie 3 Jahre in ein Mann heranzugehen. In einem Moment. Der Uitroep en dat schreeuwen is van jou nog hetzelfde. En Jakobus sagt dat hij omdat dat wij zo schricht heeft voor ons. Er zijn verschiedene Übersetzungen, aber in Jakobus, du redet von, dass er wij jou, zowel hij met ons Gemeinschaft hat. Zowel de Heilige Geist, der ist es, der redet in einer Übersetzung, der ist so celoso, der ist so aufgenstig für uns. So ist ein Port gewandt, der nochmal Rots anfangen zu spazieren, der sich noch nicht gut kann und der Junge bloß einmal will haben, der mehr mal hier bleiben nicht, wenn der diese dich bei will haben, sondern der will weiter, was der tät und wo der haben geht. Ihr seid nicht von so, tranquilo. Nochmal habe ich so eine kleine Parahita gesagt und ich so, der Junge ist so aufgenstig, der will einmal dich bei uns sein. Und so ein bisschen auf so eine Weise geredet hat, und Jakobus sagt, heißt das aufgenstig bei uns, er will bei uns sein. So wird es ein anderer wird. Jesus streicht seine Hand aus und sagt, komm, ich will haben, dass du nicht mehr deiner bist. Ich will haben, dass du nicht mehr ein Sklave bist, dass du machst, was ich sage. Ich streiche meine Hand aus, dass du von dir sagen kannst, diese Hand zu nehmen und ein neues Niveau anfangen. Und dort ist Freundschaft. Und ich weiß, sehr viele von uns, wir leben all in dat Freundschaft. Wir sind in einem Verfall in das Leben. Dass wir Freunde sind mit Gott. Und ich möchte die Mut merken. Verliere diese Furcht vom Herrn niemals. Und wo Gott sein engster Freund. Amen. Ich will Albert noch verder kriegen. Ich will das von hier wieder merken. Ja, nu jij het even aan de tafel vast. En al die wat ze aan de tafel doen, die kan in de verder komen. Einmal een kaartenzeugnis mitteilen. Hier ein bisschen reinmerken. Einfach ein Zeugnis, vielleicht für eine Minute, ein paar Sekunden. Nicht eine Predigt, aber ein Zeugnis, ja. So wollen wir von hier umfahren. Ja, ik ben Jiki Pana. Ik heb me voor 6 jaar bekeerd en leef voor God. En doordat wil ik mijn tijdpiloot. Ik ben Adolf Derksen en ik bekeerde me als ik 14 jaar oud was. En heb mijn leven naar Jezus ganz aangegeven. En nu wil ik me hier vandaag om zijn noemen tijdpiloot. Ik ben Adi Frey, aber mit Hofflose. Ich habe jetzt eingenommen, aber wieder den Unfall. Ik heb me ook geloten. Ik heb me ook bekeerd, waar ik 18 jaar weer. 18 jaar en 3 maanden. En ik heb ook Jezus aangenomen. Doordat bij me geloten daar. Mijn naam is Adi Derksen en ik
kom van Waldheim. Ik heb me voor 6 jaar bekeerd en doordat wil ik me van de duivel laten om weer met Jezus te wandelen. Ik ben Marina Pana, ik kom van Waldheim. Ik ben 14 jaar oud als ik me bekeerd voor 5 jaar terug. En zo, ik leef met Jezus. En ik wil me van de op de duivel laten. Mijn naam is Albert Pana, ik kom van Waldheim. Als ik 13 jaar oud ben, bekeer ik me. En op dat wil ik me van de duivel laten. So, dat zei ik goed. Ik geloof een goede entscheidung. En ik geloof, Gott ist fertig erst bij de tafel bij. We hebben ons tafel laten, waar we Jezus hebben. En dat stopt bij dat we dan Gott ist fertig hebben, dat we ons ook tafel laten. En wat we zeggen vrijheid van de Jugendlichen, dat de Jugendlichen niet zeggen dat ze perfect zijn, of dat ze alles weten doen, sondern zij zeggen, ze gaan Jezus en ab dort willen ze zich tafel laten. En ik geloof, dat zal al onze instelling zijn. Wanneer we Jezus hebben, dan zijn we uit ons tafel laten. En best wel een vrouw, als je nog weer wat ik wil tafel laten, so wanneer nog een jaar is, dan kan ook naar verder komen. So wanneer du die zeggen hebt dat je Jezus hebt, kom naar verder en deel een beetje wat met en dan kost je ook tafel laten. En ik wil een klein beetje reden van, mij is immer dat wichtig. Dat weet is dit in mijn leven is immer dat alle man Jezus heeft. So dat is dat weet is dit. So als we het verstaan kunnen oder niet, maar dat we klaar zijn dat we Jezus hebben. En weet je wat, waarom gaat het om Jezus? Dat gaat om de eeuwigheid, ja? So ik wil niet Jezus predigen en ik wil ook niemand uitvoeren andere mensen van Jezus ontbijten wanneer het niet om de eeuwigheid gaat. So dat gaat plus om de eeuwigheid. So dien leven en mijn leven, dat gaat om de eeuwigheid. So we kunnen kijken waar we zijn. We kunnen Jezus aannemen. So deze personen hebben Jezus aangenomen en die hebben dat niet plus gezegd, sondern dat in their leven ook te zijn, ja? En wanneer we kijken naar Paulus zijn leven, Paulus verkrijgt zo. Paulus heeft een zeer slechte leven gehad. So Paulus heeft vele Christen vervolgd en die heeft mensen te grond gebracht, mensen omgebracht. Plus, wenn sie Jesus nu folgen würden. Aber weet je wat, een dag dan had Paulus een treffen met Jezus. En wenn wir sagen, hij wir ab dem Wahrheit, wo du traf Jesus Paulus. En hij dacht van Petrus en du wart hij aan. Wer hij wird, ja. En weet je wat, wie alle kunnen ons treffen met Jezus. Want du niemand die met Jezus getroffen hast, so, dat is krijg van jou. Du kannst ook krijg van jou doen. So, Jezus is krijg du bij die en hij wil die krijg du treffen. So, we moeten even op zijn en ook aan ondernemen. En dat hij nakomen kan. Dat is een beetje dus met jas. Met mens treffen, dat is ganz wat anders als wanneer ik een mens opnemen door mijn huis. En zo is dat ook. So, we ons met Jezus treffen en ook den opnemen in ons hart. En wanneer we lezen doen en dus ik vlot dat je een beetje zien met mij, nee? Ga je maar Galater 2 vers 20 naam bladeren? Is dat einfach nee? Galater 2 vers 20. Ja? Paulus sagt hier, ik zie met Christus metgekregen. Dat sie eigenlijk niet meer ik dat du leeft, dat is Christus die in mij leeft. Dat leven dat ik hier im Fleisch leef, leef ik im Glauben und Gott zien sehen, den wie Gott wir en zichzelf voor mij handgegeven heeft. So, wie kann Paulus in alle leven? Wat schlecht, wat Paulus alles geleefd heeft, nee? Aber als hij een Treffen gehad hat mit Jesus, dann ändert sich das alles. Und was dann? Sagt er, nu leeft hij nicht mehr, sondern zijn oudet ik, dat met Jesus hebt gekregen. Dat is niet meer. So, wat sagt er dann? Dat sie eigenlijk niet meer ik dat du leeft, dat is Christus die in mij leeft. En zo wat er goed is, dat wird in Paulus zijn leven heen dat ook te zijn. So deze Jugendlichen hebben ook al gezegd, dat is Jesus wat in hun leven heeft. En ze hebben Jezus aangenomen. So, dat is een gelegenheid voor ons allen. Wanneer Jezus nog niet aangenomen heeft, kost het krijg van jou doen. Die leven wordt anders zijn. So, we voelen deze week ook nog daar bij de grens met eigen anderen weer in Carolina. En weet je wat, toen bekeerde zich wat jongens en een paar lieden zo. En daar loopt er even met een jongen en eenmaal zegt hij, ohne wat we vrouw deden.
zijn leven, dat voelt zich anders van gisteren. Van den Moment, wo er Jezus angenomen hat, von dann voelt zich dat anders. En dat is de stunde, wo ons leven zich ändern wordt, wanneer we Jezus in ons leven aannemen doen. So, ik wil jullie moed maken afstonden. En wij willen einfach krijgen nu. Nu krijgt veel meer als de tijd, wo Jezus fertig is. En Jezus wil die met die treffen. En merkt de horte daar op. Wenn Jezus zegt, is dat, check, ik sta fertig daar. En klap aan. Wanneer niet Jezus has neergelaten in die leven. Hij klapt aan die. Hij klapt. Hij wil gaan zoals aan neergelaten. Ik weet dat zij er schwaar werken. Ik weet dat kan alle handen komen. Maar hij klapt aan dingen daar en hij wil doen aan. So, dat is die entscheidende. Als die opmerken is er niet. So, we hebben even onze uw moeder te maken. We hebben haar hier even. Jezus heeft 16 jaar om mijn hart te klappen. En wat je wordt, ik ben einmal gegen dat. Ik ben einmal gegen dat. Ik wil het niet meer aannemen. Maar ik ben God dankbaar dat ik het kan aannemen. Dat we zien je genoeg, wat mij helpen dat je daar opmerken. Dat we zijn schwaar wieder. En krijgt es der klappert hij dingen heute der. Want de arm nog niet neergelaten hast, want de arm nog niet abgenomen hast, dat is een guter moment. Dat is een guter moment. Zo klappert hij in onze harten der. We hebben niet luren bij het te laat is. We hebben niet luren bij het te laat is. Zo krijg, wanneer du dat die hit hast in die. Wanneer dat feilet is in die hart. Da einfach dat opmerken nu. Sei einmal nu krijgen in dit moment, Jezus. Dankzij. Voor mijn harten der klappen. En ik wil dit nu krijgen opmerken. Kom in mijn hart aan nu. En dat ik ook zo zeggen kan als Paulus. Dat ze eigenlijk niet meer ik. Dat je door leven deed. Van nu en wieder. Sondern dat bist du Jezus. Wat in mijn leven deed. Kom in mij aan. En merk een woning in mij. Was mijn hart rein. Van alle zin. En ik wil dien kind zijn. Die jong zijn, die je dochter zijn. En noem Jezus. Amen. So, wanneer je dat gebed hast, im geloven, dat is wat ik moet beten doen en mijn leven veranderen. Van nu en wieder, wanneer du hier uitkomen, wanneer je het ongenomen hast, die leven wat anders zijn. En wat is nog aan je andere dag nu? Die kost je ook tafel laten. So, wanneer du nu Jezus ongenomen hast, die kost die tafel laten. So, du brauchst nicht perfekt sein und alles weiter, sondern das kommt her dort. So, wenn du weißt, wir gehen in den Pessina, wir waren hier getroffen, und wenn du weißt, kann man auch hier ran, dann kann der ganze Zeug kommen, und wer immer sich da taufen lassen, der kann sich dann taufen lassen. So, wir sollen uns da hängen.